Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Snoonie-Pause. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr habt was geiles Snacken dabei und ich glaube, das war kein Deutsch. Scheiße, wir fangen jetzt einfach mit der Folge an. Let's go! Alter, oh mein Gott, jetzt kommen wir gerade in den Sinn. Früher bei YouTube, bitte sagen, es gibt noch Leute, die den Podcast jetzt hören, die sich noch an die gute alte YouTube-Seite erinnern. Ich habe immer bei meinem Intro «Let's go!» und dann so einen Schlag gemacht. Dann hat es so einen mega coolen Übergang gegeben. Okay, es war einfach ein normaler Übergang gewesen. Und dann ist das Video losgegangen. Und das war eigentlich voll Legend gewesen. Es hat nachher jeder so einen Joke drüber gemacht. Jetzt vermisse ich gerade so die alten YouTube-Zeiten. Bro, es ist gerade so warm da rein. Ich tue jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, denke ich mir so, okay, lass jetzt mal die Haare offen. Es sieht mega schön aus. Und nach 2 Minuten denke ich mir, fuck, Alter, fucking heiß. Aber ich sage euch, ich bin mega hyped auf die Podcast-Folge. Ich habe wieder mal sehr viel zu erzählen von meinem kranken Leben. Und ja, ich habe wieder mal so eine Liste gemacht auf meinem Handy. Und die werden wir jetzt einfach abarbeiten, Freunde. Es gibt nämlich wirklich viel, was ich euch erzählen muss. Ich werde am Schluss von dieser Folge, also ich habe ja auch letzte in meiner Story auf die Snoonie-Pause auf Instagram, also folgt dort bitte alle schnell rein, weil es mega cool ist und ich mega coole Sachen poste. Ich habe extra Katrin, die Clips von meinem Podcast postet. Also gönnt mal uns beiden so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen auf Ehren, so ein bisschen Likes und alles. So, wir brauchen es. Also ich brauche es eigentlich. Gut, also, dort habe ich auf jeden Fall eine Story gepostet, wo ich euch so ein bisschen frage, über welche Themen ich reden soll, was euch interessiert und so. Und ihr habt unter anderem auch so ein bisschen das Thema, die Schule fängt wieder an, Tipps, bla bla bla. Und ich glaube, ich kann noch da sehr viele geile Tipps noch erzählen. Ich schwöre, ich habe gerade selber wieder Bock auf meinen Schulstart, Alter, nach diesen Tipps. Aber ich tue die erst so ein bisschen am Schluss thematisieren. Vorher geht es mir noch so ein bisschen um allgemeinen Shit. Weil, vielleicht hat er den Titel schon gelesen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Podcast-Folge nennen. Aber das ist auf jeden Fall dann auch noch das Thema. Aber ich muss jetzt ganz schnell erzählen, Leute. Ich bin so fucking hyped auf heute, ich kann mir das nicht vorstellen. Die mich so ein bisschen kennen, die wissen, ich habe so 2 wie sagt man? Nicht Sänger, Rapper, Actor, Lieblingsacts. Das ist der Maître Gims, das ist Franzos. Das ist ein Franzos. Und Crow. Und ich schwöre es euch, heute ist eigentlich mein Dream Day. Ich gehe nachher als Heitere und beide spielen. Oh mein Gott. Ich bin nur schon bei Maître Gims. Ich höre den seit 2017, 18, vorher, ich weiß es gar nicht mehr. Also so aktiv, wenn ich so Songs, weißt du, so, nicht mehr so ein typisches Fangirl bin, sondern fange ich so an Songs zu hören, die nicht jeder kennt. Und ich habe ihn nie verwünscht, wie er so live spielt. Und ich bin jetzt am... Gott, wann war das? Ich glaube, Anfang des Jahres. Im März, Februar? Ich weiß es nicht mehr. Oder im April schon. Egal, ist ja gleich. Ich bin auf jeden Fall einmal an seinem Konzert gewesen. Und ich sage mir, das war pure Therapie gewesen. Ich weiss nicht, ob ihr irgendjemanden habt, wo ihr so richtig die Songs fühlt. Und so richtig, wenn ihr dort mitsingt, das ist einfach Therapie, da schreit eure Seele aus dem Leib. Da fühlst du einfach alles. Und ich habe das bei ihm, habe ich das extrem. Eben bei Crow auch. Und eben, als ich bei Maître Gims Konzert war. Er heisst übrigens Maître Gims. Ich habe immer Schims gesagt. Bis mir mal irgendeine von Genf so korrigiert hat. Ich habe ihr so erzählt, ich bin mega Maître Gims-Fan. Und sie einfach so, das heisst Gims, gell, Bre. Ein bisschen embarrassing gewesen. Aber ja, für euch auch. Er heisst Maître Gims. Weil er ist Franzos und mit GI spricht man das Gims aus. So wie Giraffe. Ich weiß doch nicht. Was gibt es für ein französisches Wort? Gitarre. Nein, das stimmt noch. Ja, ist ja scheißegal. Ihr sagt einfach Maître Gims, okay? Also könnt ihr auch ab jetzt anfangen, eure Friends korrigieren, wenn sie Schims sagen. Das macht mir immer am meisten Spaß. Auf jeden Fall, da bin ich glücklich gewesen, habe meine Therapiesession gehabt. Er hat zwar nur 1 Stunde lang gespielt. Ich weiß auch nicht, so bei seinem Privatkonzert habe ich jetzt schon ein bisschen länger erwartet. Bin ich so ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber es war geil gewesen und ich freue mich jetzt so fest, dass ich ihn heute wieder sehe. Voll. Und eben Crow eine Stunde später, oder ich weiß gar nicht, 1,5 ist eigentlich. Das ist, ich glaube, das wird emotionally crazy heute Abend. Genau. Das ist das zweite, Alter, eine crazy News, Leute. Ich bin das Jahr, wir haben es einfach geschafft. Ich bin das Jahr wieder nominiert
bei der Swiss Influencer Award, aber diesmal gibt es eine neue Kategorie, die heisst Podcast, Leute. Und ich bin nominiert. Wir sind nominiert, basically. Wir sind für den Swiss Influencer Award in der Kategorie Podcast nominiert. Mit meinem Podcast, mit Snoonie-Pause. Und ich finde das, es hat mich so gefreut, weil ich bin ja jetzt schon, kurzer Flex an der Stelle, schon letztes Jahr, vorletztes Jahr und vorletztes Jahr nominiert in der Kategorie Lifestyle. Das ja nicht. Warum auch immer. Vielleicht findet es meine Content jetzt scheiße. Vielleicht bin ich aber jetzt auch lustiger. Vielleicht bin ich jetzt, oder Comedy. Vielleicht bin ich auch einfach gar nicht mehr. Was bin ich? Ich will ja nicht sagen, ich bin mega Lifestyle. Weil Lifestyle stelle ich mir so die 30-jährigen Mamis, die so Instagram machen und so «Hallo meine Leute, heute zaubern wir für mein Kind ein Müsli zum Frühstück, dann lege ich hinten noch ein paar Karotis hin». Und irgendwie, ich stelle mir so Lifestyle-Influencer stelle ich mir so vor. Und ich bin so eine Mischung zwischen eben ultra funny und komplett ich nehme da mein Leben mit. Oder? Ich bin schon funny. So ein bisschen. Ich kann das schon ehrlich sagen. Darum, ich sehe mich da jetzt eigentlich in gar keine Kategorie. Darum ist Podcast eigentlich perfekt. Nein, ganz ehrlich, ich sage euch, ich habe mich hure gefreut in der Kategorie Podcast, weil das ist so mein Baby. Ich weiss auch nicht, ich habe das Gefühl, ich sage es 1000-mal, da ist so mein Safe Space, meine Bubble, wo ich so viel zu viel eigentlich von meinem Leben erzähle, wo, wenn ich mir darüber nachdenke, dass da fremde Menschen zulassen, das ist eigentlich schon zu insane, ich will gar nicht daran denken. Darum liebe ich das so, weil da ist so, eben, ich habe es schon 1000-mal gesagt, so, bei allen Plattformen gibt es so viele fremde Menschen, die einem zuschauen, die halt dann anfangen zu judgen und so, weiss ich auch nicht, irgendein Problem haben und ich der Blitzableiter bin. Und da beim Podcast, da ist einfach so ein Supporting. Ich weiss auch nicht, ich finde es so herzig, wie ihr mir schreibt, wenn ich euch schreibe. Und ich weiss auch nicht, ich liebe das. Ich liebe unsere kleine Family da im Podcast. Und ich finde es auch geil, dass ihr so ein bisschen wirklich kommentieren könnt. Jetzt kann man ja, glaube ich, bei Kommentaren kommentieren. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Ich bin mich so fest daran gewöhnt, dass ich nur die Nachrichten kann, veröffentlichen kann, dass ich mal wirklich so kommentieren muss. Darum, ich könnte unter dieser Podcast-Folge mal alles rauslassen, was wollen kommentieren. Können Sie mal ausprobieren, es ist cool, kommentieren. Und ich probiere so ein bisschen, mal auf ein paar Kommentare, also vielleicht auch Fragen oder so, mal so ein bisschen alles darauf beantworten und so ein bisschen einen Austausch und so. Voll. Ich habe irgendwo gehört, ich habe ja einen Broadcast-Channel auf Instagram. Könnt ihr auch rein, wie sagen wir, folgen? Könnt einfach reingehen. Ich probiere jetzt so ein bisschen aktiver zu sein, weil ich finde das so eine geile Möglichkeit, dass man irgendwie so normal eine spezielle Bubble hat für so die closeren Leute. Wie sagt man dem? Einfach so ein bisschen, eben nicht Leute, die mich irgendwie so halbwegs mein Gesicht von TikTok kennen, weil ich mal so 3-mal auf der For You-Page war, sondern wirklich so Leute, die so eben so ein bisschen aktiver dabei sind und I don't know, ich liebe es, ich finde das so geil. Und ich hoffe, es gibt irgendwann die Möglichkeit, dass man beim Broadcast-Channel auch kommentieren kann. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es einfach cool wäre, irgendwie so einen Instagram, so einen Gruppenchat machen, wo man einfach alle reinschreiben können. Aber ich weiss halt voll nicht, ob das funktionieren würde. Aber ich stelle mir das irgendwie hure geil vor. Weißt du auch, dass man sich eben irgendwie so gegenseitig helfen könnte und so. Ich habe jetzt nur schon ein TikTok gemacht über die Spirale, wo ich so von meinen Erfahrungen erzähle. Und dann hat es irgendwie so voll den geilen Austausch gegeben, den Kommentar, so wo andere Girls erzählt haben von ihren Erfahrungen und gegenseitig Fragen beantwortet haben. Also ich habe das so nice gefunden, ich finde das so geil. Darum, ja, ich finde es super nice, wenn es irgendwie die Möglichkeit beim Broadcast-Channel geben. Und eben, genau, wie gesagt, das liebe ich so am Podcast, dass wir wie so die Safe Space Bubble sind. Und darum hat es mich eben umso mehr gefreut, dass ich irgendwie in dieser Kategorie nominiert worden bin. Und also eben, wie gesagt, ich habe es gar nicht gesagt. Leute, ich kann abstimmen für den Podcast. Also ich würde mich mega, mega freuen. Nein, ich zwinge euch eigentlich. Gehen jetzt alle schnell auf, wie heisst es? Oh, ich muss jetzt ganz schnell schauen. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, dann geht ihr jetzt ganz schnell auf Safari und dann gebt ihr ein, oh Gott, ich habe es nicht offen. Swiss mit 2 S, Influence mit C.ch. Dann geht ihr da, okay, sind ihr alle schon auf Safari? Ich hoffe doch. Und dann ein bisschen runterscrollen. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Stimmt das überhaupt? Award. Dann geht ihr auf Award. Ich glaube, das stimmt. Ja doch, es stimmt. Dann drückt ihr auf Award und dann scrollt ihr ein bisschen ab und dann stehen da so alle Kategorien. Und irgendwo ein bisschen unten dran steht Podcast. Dann klickt ihr dort drauf. Und dann sehen ihr alle so, die nominiert sind beim Podcast. Und ich bin zuunterst. Okay, ich bin zuunterst. Da, seht ihr es? Und dort könnt ihr voten hier mit einer E-Mail. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eingeben und dann habt ihr schon auf mich gewotet. Und falls ihr noch 50 andere E-Mail-Adressen habt, könnt ihr das auch machen. Eben, ihr könnt es auch noch euren Großeltern schicken, euren Friends, eurem Lehrer,
Und im Zahnarzt, ich würde mich freuen. Ich fände es geil. Wenn wir das Baby würden halten. Und auch nicht. Alter, ich schwöre so, ich habe so herzigen Support bekommen. Also ich habe jetzt schon Instagram-Story und so da. Und es haben so viele Leute geschrieben, so, ich habe gewotet, ein so cooler Podcast, ich hoffe, du gewünscht. Und ich so, oh, ich weiß auch nicht, es war so herzig gewesen. Darum, es ist auch ein Gewinn der Herz, oder wie sagen wir dem? Sieger der Herz. Oh, ich weiß doch auch nicht. Aber ich kann schon gewonnen. Ich habe die geilste Community, Alter, sind wir ehrlich. Darum, ja, aber so ein Pokal hätte ich jetzt auch nicht dagegen, weißt du, so. Genau, das sind so ein bisschen die Neuigkeiten. Und wenn ihr es abgeschrieben habt, dann geht es auch schon weiter. Oh, das ist auch ein Punkt, ich habe den aufgeschrieben. Ich muss es euch erzählen, okay? Also es ist nicht mal so zu erzählen, aber ich habe mir gestern Nägel gemacht. Ich mache ja seit einem Jahr jetzt Gel-Nägel. Es ist eigentlich so dumm, aber ich sage euch jetzt mal warum. Ich bin Mensch, ich habe die dünnsten Nägel, die man sich vorstellen kann. Ich kann meine Nägel nicht rauswachsen, weil sie so instantly einfach abbrechen. Und das ist für mich ein Gamechanger. Ich merke, ich bin wieder am englische Wörter benutzen. Alter, das ist mir hure aufgefallen, als ich eine Podcast-Folge mit meinem Bruder gemacht habe. Der ist noch viel schlimmer, der benutzt noch viel mehr englische Wörter. Ich habe schon während dem Aufnehmen gemerkt, ich verstehe gar nicht alles, weil ich so schlecht im Englisch bin. Darum, ich hätte es gerne sagen, sorry. Aber darum, es tut mir leid. Ich probiere mich ein bisschen darauf zu achten, dass ich mehr Schweizerdeutsch spreche. Mehr Schweizerdeutsch reden als irgendeine andere Sprache. Ich schwöre so, wenn ich von Genf zurückkomme, dann tue ich, wie sagen wir dem, nicht Anglizismen verwenden, sondern Franzisle. Franzisle. Genau, aber zum Bock zurück. Ich habe meine Nägel wieder neu gemacht und ich bin in love, Alter! Ich schwöre es euch, ich muss jetzt ganz schnell dafür kommen, weil ich so warm. Seht ihr das? Wo sieht man sie? Ach, wird scharf, du Opfer. Scheiß Kamera. Da. Sieht man es? Es ist so, für die das Video jetzt gar nicht schauen und gar keinen Bock haben zum Einstellen. Es ist so, wie erklärt man das? Kennt ihr die hässlichen Tellyway-Jacken, die so mega reflektieren? Weißt du, so Winterjacken, die so plüschig sind? So sehen sie aus. So übel reflektiert, so metallic-mässig, aber in so einem lila-blau Stich. Ist einfach schön. Das ist einfach toll. Genau, und ich bin fucking happy, weil ich glaube, also ich weiß auch nicht, ich bin jedes Mal immer so am Chance am zeigen, oh mein Gott, schau mal die Nägel. Ich habe voll Freude. Voll, also falls ihr euch jetzt fragt, oh mein Gott, Nati, wie hast du die Nägel gemacht? Ich möchte auch so Nägel machen. Dann sagt euch, oder eure, bei mir ist immer ein Typ, der es macht, eurem Dings, der die Nägel macht, sagt ihr müsst vorher so 2 Farben aussuchen. Also ich habe jetzt eben blau und pink genommen. Dann tut ihr die wie so ein bisschen drauf tüpfeln und dann tut das wie so ganz leicht verstreichen, dass es überall auf dem Nagel ist, aber gleich, dass es jetzt nicht sich die Farben komplett vermischen. Und nachher tut er so einen normalen, durchsichtigen Nagel drüber und dann tut er es eben mit Chrom machen. Und es sieht so schön aus. Sorry. Gut, also, ich habe mich wieder eingekriegt. Das war auch News, die ich jetzt einfach ganz dringend erzählen musste, was mega wichtig ist. Ja, Bro! Das ist jetzt kurz wieder so ein Flex an News. Ich bin sportlich geworden. Also, so ein bisschen. Für meine Verhältnisse. Ich weiss gar nicht, ob ich den letzten Podcast von... Bro, es ist so heiß, Alter, meine Haare. Ich muss sie schnell hinterher tun, ich bin wirklich gerade am Verrecken. Aber ich bin sportlich geworden. Also ich habe jetzt wie so... Ich habe hure Bock, um so ein paar Sportsachen auszuprobieren. Also die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, ich bin wirklich komplett unsport. Also wirklich, ich habe früher 4 Jahre Ballett gemacht, dann 5 Jahre Hip-Hop und dann nebenbei 2 Jahre Volleyball und dann habe ich einfach aufgehört. Dann habe ich nicht mal in der Schule Sport gehabt. Also wirklich, ich bin nachher einfach ein Herdöpfel geworden, der also wirklich gar nichts gemacht hat. Und ich habe jetzt dieses Jahr so ein bisschen angefangen mit Joggen. Muss jetzt ehrlich sein, habe ich jetzt auch schon wieder nicht gemacht, das ist viel zu heiß. Aber ich habe jetzt momentan so ein bisschen auf andere Sachen Bock. Also ich habe jetzt Pilates ausprobiert. Ich glaube, Shirin David hat mich maximal geinfluenced. Aber ich sage euch, das ist wirklich geil. Also es ist so, es gibt das Pilates Reforming, oder wie heißt das? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall das mit dem Gerät. Und das habe ich gemacht und das war mega geil gewesen, weil du bist so auf dem Gerät und wenn du so vorstellst, wie so ein, Bro, wie erklärst du das, wie so ein Schlitten, wo so hin und her kannst bewegen. Und mit dem machst du halt so coole Übungen und so. Also es ist wirklich, ich habe das so geil gefunden. Es fühlt sich jetzt, also es gibt bei dem, wo ich war, also 2 verschiedene Kurse. Einer, der so mega anstrengend ist und komplett am Schwitzen bist. Und einer, der so ein bisschen entspannt ist, aber du bist gleich so, weißt du, so schauen, das Balance und die kleinen Muskeln und bla bla. Und den habe ich gemacht. Und der war so geil gewesen, weil es ist eine Mischung zwischen Yoga und aber gleich Krafttraining. Also
Ich habe jetzt noch nie so Yoga gemacht, vielleicht ist es auch anstrengend. So. No, sorry, dass wir da... will jetzt da niemand judgen, der Yoga macht, das ist auch sicher auch anstrengend. Aber ich habe es geil gefunden, weil eben, es fühlt sich schon... Also ich habe schon gemerkt, wie ich so anfange zu schwitzen, aber es hat sich nie so komplett anstrengend gefühlt. Ich bin so... Manchmal finde ich es so ein bisschen anstrengend, wenn es eben so mega hardcore anstrengend ist und ich habe eigentlich schon keinen Bock mehr. Und das fühlt sich irgendwie alles so machbar an. Ich glaube, das ist der Punkt, machbar. Das war sehr geil gewesen. Das Zweite, was ich ausprobiert habe, also darum, ja, ich habe Pilates empfehlen, es war zwar hure teuer gewesen, ich habe für 2 Lektionen, die zweite habe ich noch zugunsten, habe ich jetzt, ich glaube, 49 gezahlt. Ja, 49, Alter. Und das hat geheißen, die erste Stunde ist gratis, also es war eigentlich 1 Stunde 49, Alter. Aber es war gleich geil gewesen. Und was habe ich gemacht? Ja, ich bin mit On bin ich an einem Event gsi. Das war das Lucky Punch Festival gsi. Dort hat es auch so 60 Minuten lang so wie ein Training gegeben, wo vorne dran so jemand war. Und wir haben jetzt wie so alle 20 Minuten können wechseln. Es hat so wie 3 Posten gegeben. Das eine war so mit einem Band, das eine war einfach normale Workout-Übungen und das andere war so mit einem Boxsack und so. Habe ich hure geil gefunden, aber ich bin gestorben. Weil es ist halt wie auf der Terrasse gsi mit der Sonne in die Fresse geschossen. Das war krank. Aber ich habe es auch geil gefunden. Und ich bin dann irgendwie hure motiviert gewesen, um so ein bisschen mehr Sport zu machen. So, zum irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich finde es lustig, dass meine Brüder und ich, was das angeht, irgendwie immer so ein bisschen ähnlich sind. Wir haben eigentlich, ich will nicht sagen, dass meine Brüder und ich ähnlich sind, aber von den Wegen und von den Interessen vor allem, die wir so einschlagen, ist es teilweise schon hure ähnlich. So, wir sind beide im Gymi gsi. Wir sind beide, also ich habe nachher zwar mehr so Social Media gemacht, aber er hat so eine Mediamatiker-Lehre gemacht. Ich studiere jetzt ja basically eigentlich so in dem Sinne Mediamatiker-mäßig irgendwie so ein bisschen, also jetzt weniger so Webseiten und so Design, aber trotzdem so mit Kamera und alles und das ist auch für das, was er sich eigentlich so interessiert etc. Dann ist Französisch gekommen, ich bin auf Montreux gegangen, er ist auf Lausanne gegangen und jetzt hat er mit Sport angefangen das Jahr und ich habe auch voll Bock. Darum, wir gehen Hand in Hand durchs Meer. Und irgendwie eben, wie gesagt, ich bin momentan auch voll sportbegeistert. Und was ich jetzt neu gemacht habe, das ist wirklich kurz eine Ansage an alle, die gerade studieren. Ich weiss gar nicht, wie das so in anderen Kantonen heisst, aber also es gibt es safe in allen Kantonen. Da bin ich mir 100%, nicht 100%, aber ziemlich sicher, dass man kann, wenn man studiert, oder bei den typischen, also weißt du, so Uni und so safe, wenn man studiert, kann man Sportaktivitäten gratis machen. Also es gibt, bei uns in Zürich heisst es ASVZ, ich habe keine Ahnung, was das für eine Abkürzung ist, aber es gibt wie so eine App und dort kannst du, also es hat wirklich jede Auswahl, die ich mir vorstellen kann. Ich glaube, es gibt keinen Sport, den ich kenne, der nicht auf dieser App ist. Es gibt sogar Wandern, es gibt wirklich alles. Also von den simplen Sachen, also simplen typischen Sachen wie so Fußball und Volleyball und alles, gibt es eben auch so verschiedene Workout-Sachen. Und ich habe jetzt zum Beispiel Bodyforming probiert. Ja, okay, der Caption ist so gestanden, Bauch, Beine, Po. Ich sage ja, Chirin hat mich geinfluenced, aber es war so geil gewesen, weil es ist vorne so eben so eine Frau gewesen, mit so einem Mikrofon und die ist, also ich schwöre, die ist so sympathisch gewesen. Die ist so richtig so, ich weiß auch nicht, so motivierend gewesen und dann hat sie angefangen zu den Liedern mitzusingen so und es ist einfach geil, es ist so ein geiler Vibe gewesen und alle haben so die Übungen, die sie vorgemacht hat, so mitgemacht mit der Musik und also ich habe das so geil gefunden, wirklich, also ich will das glaube ich regelmäßig jetzt besuchen und es ist halt wirklich geil, weil ich das gratis machen kann von meinem Studium und ich habe das ein ganzes scheiß Jahr nicht ausgenutzt. Oh, das nervt mich so und ich habe jetzt nur noch 2 Jahre vor mir, wenn ich studiere. Ja, darum möchte ich das unbedingt mehr ausnutzen. Also du kannst eigentlich dich wie so bei der App kannst du so schauen, was es hat. Dann, also zum Beispiel Bodyforming habe ich cool gefunden. Da habe ich geschaut, wenn es Stunden gibt. Es gibt ja mehrere dann in der Woche. Es gibt teilweise so 2 am Tag, halt an verschiedenen Orten. Und dann kannst du wie sagen, wo du möchtest her. Und dann kannst du dich dann wie, ich glaube 24 Stunden vorher so einschreiben. Und es hat halt nur so und so viel Platz, also so, zum Beispiel so 35. Und du musst halt schauen, dass du möglichst schnell bist. Und dann kannst du gehen. Und das war so cool gewesen. Und ich möchte jetzt nächste Woche, also ich bin mit meiner Studentenkollegin gewesen. Peace out, Nina, geh raus. Peace out, ja, scheiß drauf. Und nachher, wenn wir jetzt nächste Woche in eine Cycling-Class gehen, könnt ihr euch kurz vorstellen, wie cool das könnte sein, wenn vorne irgendwie auch so eine motivierte Frau oder whatever Typ ist, wo so «Oh, und jetzt gehen wir alle rauf und jetzt gehen wir vorne» und dann kommt so eine hure motivierende Musik und oh, ich weiß auch nicht, ich fühle das so hart. Ich finde Gym auch nice. Ich habe das gar nicht erzählt. Ich habe letzten Monat für 1 Monat lang ein Gym-Abo gelöst. Ich bin, glaube ich, zwar 4-mal gegangen, aber es war okay, es war nice.
Aber ich merke, ich finde es schon geiler, um so wirklich eben so in einer Klasse, so in einer Gruppe sein, wo vorne eben so motiviert und man sagt, was man machen muss. Und ich kann dann wie so, beim Gym, gut, ich muss sagen, ich habe auch viel zu wenig Ahnung, so, ich müsste mich mal wirklich mehr informieren, weißt so, welche Übungen man muss machen muss, um das und das Ziel zu erreichen. Und es ist halt für mich wie einfacher, in so eine Class zu gehen, wo halt wie in der Caption steht, Bauch, Beine, Po. Und dann weiss ich so, okay, das Ziel steht, dass man so ein bisschen das und das und das trainiert. Und dann gehe ich dort her und ich kann wieder einer Person vorne vertrauen, dass die Übungen richtig macht und gut macht und dir auch sagt, wenn du eine Übung falsch machst und so. Also ich kann es komplett empfehlen und ich möchte noch so viele Sachen. Es gibt auch so Aqua-Class und so, wo du so im Wasser so Übungen machst. Also ich bin voll ready. Alter, ich habe jetzt so viel Aufschluss, um so alles zu probieren. Genau, ich bin richtig hyped. Das ist so ein bisschen das. Und eben, jetzt kommen wir zum Punkt, was sich noch so ein bisschen wird verändern, was so ein bisschen meine Pläne sind, was so ein bisschen in Zukunft wird sein. Es gibt nämlich gerade im August und halt auch im September, also ich habe jetzt noch ungefähr einen Monat lang habe ich Ferien, also Ferien einfach kein Studium. Und ich habe halt in diesen 4 Wochen extrem viel los. Ich habe zum einen geile Sachen, und, also es ist alles irgendwie geil, logisch. Aber es ist halt wie auch streng teilweise. Also die einfachen, geilen Sachen sind so ein bisschen, ich gehe in die Ferien. Ich gehe einmal in die Ferien mit 2 Kolleginnen vom Gymi, wo ich ja immer wieder mal gehe. Wir gehen auf Zakynthos, auf die griechische Insel. Und das andere, wo ich noch weggegangen ist, mit dem Can. Wir gehen noch in die Ferien in der letzten Ferienwoche, also September. In der 2. Woche vom September. Ja, ist ja gleich. Und das Geile ist, wir arbeiten mit Airbnb zusammen. Und der Can hat jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, mich zu überraschen. Und ich habe keine Ahnung, was hergeht. Eben, wir haben jetzt wie so eine Zeit abgemacht. Und er überrascht mich eigentlich mit dem Ort. Also ich habe keine Ahnung, wo wir hergehen. Also innerhalb Europa wird es. Aber ich weiß es nicht. Darum bin ich sehr gespannt. Ich freue mich extrem. Ich bin noch nie überrascht worden, um irgendwo herzugehen. Ich freue mich, ich weiss so, es wird im Süden sein und es wird am Meer sein und so. Aber trotzdem, so, ich möchte, also weißt, wenn es jetzt irgendwie Santorini ist, dann möchte ich ja so blau-weiße Kleider anlegen und mitnehmen. Und wenn ich irgendwo auf Spanien gehe, dann, okay, ja, nein, man kann eigentlich überall so gleiche Kleider mitnehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie, ich bin so ein Mensch, ich finde Überraschungen eigentlich geil. Und gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, ich muss so Kontrolle irgendwo haben und wissen, was läuft. Und zu mich vorbereiten irgendwie. Aber ich freue mich gleich. Ich bin mega gespannt, was er so ausgesucht hat und wie es wird und so. Voll, das sind so ein bisschen die entspannten, geilen Sachen. Und da gibt es aber auch noch eben so, jetzt gerade im August, September, noch mega viele Kooperationen. Weil ich habe jetzt gerade, ja eben, das ganze Jahr, während ich studiert habe, habe ich ja obviously immer noch Social Media gemacht. Und zu meinem Job Social Media gehören ja auch noch Kooperationen. Und ich muss sagen, es ist schon fucking heavy gewesen, neben dem Studium nebendran. Also natürlich eben allgemein so Content machen mit TikTok, Instagram, YouTube, so ein bisschen. Und halt auch wöchentlich Podcast ist natürlich auch schon Arbeit. Aber bei Kooperationen ist es ja immer noch so, weißt du, so, du hast den ganzen Mail-Austausch, du hast Calls immer mal wieder, du musst Konzept schreiben, du musst austauschen, dann musst du Content machen, dann muss er approved werden, dann musst du den Content anpassen, etc. etc. Okay, es klingt jetzt vielleicht gerade auch nicht mega, mega krank aufwendig, aber wenn es halt wie dann jetzt gerade im August mehrere Kooperationen sind, dann ist es halt einfach vor allem von der Kapazität her irgendwie mega Arsch. Also wie, ja, ich merke so wie, ich finde es verdammt schwierig, um so dann den Kopf überall haben. Und dann habe ich gemerkt, gerade beim Podcast geht es dann mega schnell unter, dass ich nehme meinen Podcast eigentlich immer am Donnerstag oder am Freitag auf und dann ist es mega schnell wieder so Freitag und ich bin so, fuck, Alter, ich muss so eine Podcast-Folge aufnehmen. Und dann wird es mega schnell eine Podcast-Folge, wo nachher gar nicht mehr so viel, wo mehr einfach, damit ich eine aufgenommen habe. Klar ist die dann, also bin ich nachher immer zufrieden, ich würde nicht aufladen, wenn ich gar nicht zufrieden bin, aber ich fände es gleich geil, so eine Podcast-Folge machen, wo ich dann mich eben zum Beispiel auch ein bisschen mehr vorbereiten kann. Und also ich liebe aber Podcast-Folgen. Aber manchmal finde ich es auch geil, wenn es wirklich so ein Thema ist, wo ich mich voll damit auseinandersetze, wie zum Beispiel jetzt das mit die Podcast-Folge mit der Aufmerksamkeit. Wie soll ich es? Bestätigung von anderen. Das finde ich so eine hure geile Podcast-Folge, wo ich mich so damit auseinandergesetzt habe. Und auch, oder wenn es eben mit Gästen ist, und jetzt nicht 0815 Gäste wie meine Familie oder der Can, sondern irgendwie so ein bisschen außerhalb Gäste oder andere Influencer oder so. Und für das muss man ja das alles aktiv planen und so ein bisschen sich Zeit nehmen und so, oder beziehungsweise genug Kapazität haben. Und ich merke einfach, das ist jetzt wie gerade in der letzten Zeit, also vor allem, wo das Studium war, mega untergegangen. Und ich habe wie auch so ein bisschen Angst, dass es jetzt wie
eben wenn all die Kooperationen jetzt im August auf mich zukommen, inklusive noch andere Events, andere Sachen, die ich geplant hatte, die ich vorhabe, ja, dass es dann auch so ein bisschen wird untergehen. Und ja, ich habe jetzt den Plan, eine Sommerpause zu machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich mache meinen Podcast seit dem März 2023, also seit eigentlich fast 1,5 Jahren, wirklich regelmäßig wöchentlich. Also klar, hat es schon mal einen Moment gegeben, wo ich die Podcast-Folge am Donnerstag oder am Freitag hochgeladen habe, anstatt komplett pünktlich am Mittwoch 23:59. Aber es hat noch keine einzige Woche gegeben, wo ich meine Podcast-Folge ausgelassen habe. Und das fühlt sich für mich so weird an, weil ich bin allgemein ein Mensch, ich brauche halt so die Regelmäßigkeit. Und ich habe jetzt gemerkt, ich brauche es gerade eigentlich einfach schnell eine Schnaufpause haben. Es wird zwar nur für einen Monat sein, also es wird also die letzte Folge kommt ja, das ist die Folge, die kommt heute am 14. August online und die nächste Folge, die ist dann 4 Wochen später, also es werden 4 Podcast-Folgen sein, die geskippt werden mäßig. Die kommt dann am 18. September raus, Mittwoch 18. September. Das ist eigentlich dann, wenn mein Studium wieder anfängt, also 2 Tage vorher fängt mein Studium an. Und bis dann kann ich dann wie, ja, so ein bisschen mein anderes Zeug erledigen. Und jetzt kommt wie auch noch die geile Seite. Ich möchte die Zeit in diesen 4 Wochen extrem nutzen, um einfach wieder alles so ein bisschen erneuern. Zum einen so ein bisschen Kreativitätspause machen, mal alles so ein bisschen genau anschauen, hinterfragen, was ist geil gerade am Podcast, was möchte ich verändern. Also zum Beispiel nur schon das Profilbild, ich finde es ein iconic Profilbild, aber ich finde es extrem geil, auch mal wieder etwas Neues machen. Mal einfach wie ein neues Kapitel jetzt aufschlagen vom Podcast, wo man so ein bisschen Sachen verändern kann. Also ich bin voll mega offen. Schreibt unbedingt alles mögliche Kommentare, was ihr geil findet und was ihr anders geil findet, was es noch brauchen könnt, etc. Also ich bin voll down. So. Ich habe eine Zeit lang auch schon überlegt, ob ich den Namen «Äs» finde, so die 9-Pause, weil am Anfang habe ich ihn so geil gefunden, weil so Schweizerdeutsch und so. Und mittlerweile, ich weiß auch nicht, ich fände es auch geil, einen anderen Namen haben. Aber ich kann ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß voll nicht, ob das jetzt schon so, ob wir schon zu fest intuit sind, um den Namen zu ändern, oder ob es geil wäre. Vielleicht findet ihr ja dann alle den Namen auch «Äs» und ich wäre down für einen neuen Namen. Ja, genau. Also ich bin wirklich alles am Hinterfragen. Ich werde dann so ein bisschen Analytics abchecken, wie das Ganze aussieht und vielleicht auch so ein bisschen formatmäßig Sachen überlegen. Leute anfragen und so ein bisschen vorher planen mit Folgen und so. Ich werde mir, glaube nur schon ein Stativ kaufen für das hure Mikrofon, weil das ist so schwer. Und nur schon, wenn ich dann mal so einen Ständer habe und das Mikrofon habe, dann ja, einfach so ein bisschen die kleinen Sachen, in dem Sinne so ein bisschen eine Kreativitätspause machen. Und eben auch inhaltlich vielleicht so ein bisschen mir Sachen überlegen. Also wie gesagt, schreibt alle eure Gedanken mega gerne, eure Kommentare, was ihr cool findet, was ihr cool fändet, wo es neu gibt, mit wem ich Folgen machen soll. Ja, was es so könnte für coole Veränderungen geben. Ich bin mega offen. Und dann kommen wir immer nach 4 Wochen zurück mit einem geilen, neuen Start und alles. Also ich bin extrem hyped. Ich freue mich. Und ja, eben dann fängt das Studium wieder an. Mal schauen, ob es dann wieder komplett stressig wird. Aber voll. Und ich würde euch auch vermissen. Also gut, ich bin ja nicht komplett weg oder so. Jetzt ist ja nur, nur beim Podcast so. Bei TikTok und Instagram und alles bin ich ja immer noch completely am Start. Voll. Genau, das ist so ein bisschen das. Ja, das habe ich jetzt alles gesagt. Warum? Ja, und dann fängt die Schule bei mir wieder an. Und ich habe jetzt, wie so ein bisschen gegen den Schluss, weil ich glaube, ich habe es am Anfang jetzt gesagt, dass ihr noch so ein bisschen ein paar Tipps haben auf dem Schulstart und so. Und ich habe das Gefühl, ich brauche es zum einen selber und habe mich jetzt so ein bisschen informiert, was es da für geile Tipps gibt. Und ich habe so gesagt, ja, safe halt. Und zum anderen, ich hatte ja letztes Jahr auch den Moment gehabt, wo ich wieder das Feeling hatte von, es ist alles neu. Also mein Studium hat dort angefangen, da kommst du in eine neue Klasse, musst Friends suchen und ein neues Umfeld und einfach all der Stress und so. Und darum, ich kenne mich da komplett aus. Und ich kann auch mega sagen, Alter, jetzt kann ich so aufs Jahr zurückschauen und ich muss sagen, es ist so, also ich mag mich gefühlt nicht mehr mega an den ersten Tag erinnern, weil es einfach so irrelevant ist, weil es ein Tag ist von ganz vielen und man sich mega schnell immer so einen Druck macht von, oh mein Gott, das ist der erste Eindruck und ich muss da gerade Leute finden und sonst stehen sich mega schnell schon Freundeskreise bilden und ich will den Moment nicht verpassen. Nehmt es entspannt, es kommt wie es kommt und es wird Leute in eurer Klasse haben, wo ihr euch werdet verstehen, was cool ist. Und das kommt gut so. Also, es sind nur schon coole Menschen, die den Podcast hören, das macht euch gar keine Gedanken. Es sind viel zu geile Sachen. Und darum,
ja, eben, ich glaube, was ich mega am Anfang geschaut habe, ich glaube, ich habe das schon in der Podcast-Folge von einem Jahr gesagt, ich habe schon mal über das Thema so voll gemacht, ist, dass er einfach offen sind, uns selber sind, nicht bei anderen Vorurteile haben, weil ich bin früher, ich weiss noch, so im Gimmi und so, habe ich viel mehr, oder auch bei meinen ersten Sprachaufenthalten, so am ersten Tag in der Klasse, bin ich viel zu fest verkopft gewesen und habe so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt meine beste Kollegin finden und wer ist am ähnlichsten zu mir, wer passt am ehesten. Und irgendwie letztes Jahr, so im Studium bin ich viel mehr gewesen, hey, mein Ziel ist, dass ich es mit allen gut habe, ja, dass ich mich mit allen verstehe, dass mich alle blöd gesagt ja, auch cool finde, also wie nicht auch cool finde, aber so, dass ich zu allen nett bin und ich mit niemandem irgendwie ein Problem habe. Und ich glaube, das ist so der best case, den du kannst machen, dass du von dir selber, ja, dass du einfach eine nette Person bist, eine offene Person, ganz entspannt und vor allem authentisch. Das ist so das Wichtigste, dass du so dir selber treu bist, dass du nicht irgendwie anfängst, dich zu verkrampfen, dass du dich so und so musst verhalten, um möglichst cool zu sein, sondern dass du einfach dich selber bist und das ist schlussendlich die beste Version von dir. Genau, darum macht dir keine Sorgen. Das kommt gut. So, genau, und ich verspreche dir, es wird ganz coole Leute in der Klasse haben. Und eben, das muss ja nicht am ersten Tag gerade passieren, dass man mit jemandem bondet, sondern es kann auch nach einem halben Jahr sein. Ich habe jetzt auch in meiner Klasse, um vielleicht euch auch ein bisschen beruhigen, mega lange habe ich mich immer mit allen gut verstanden, etwa gleich gut. Klar, mit den einen hat man so ein bisschen tiefere Gespräche gehabt, aber ich hatte jetzt nie in meinem Kopf Leute gehabt, mit denen bin ich viel closer, als mit denen ich jetzt nie so eine Rangliste oder so, so mäßig gemacht. Und erst, wann war das gewesen? Nach einem halben Jahr, also es ist wirklich noch nicht lange her, es war im April, also ich habe im September mein Studium angefangen und jetzt dieses Jahr im April habe ich erst so ein bisschen meine close Leute gefunden. Wir waren nämlich in Berlin gewesen, für eine Woche, zumindest auf der Studienreise. Und dort erst hat sich so ein bisschen empfacht, mit wem ich mich eigentlich so wirklich am besten verstehe. Wir sind jetzt so eine mega geile Vierergruppe. Wir nennen uns auch Berlin City Girls, weil irgendwie Berlin uns so ein bisschen zusammengebracht hat. Und jetzt haben wir uns gerade auch vorgestern gesehen und so, das war mega cute gewesen. Darum, eben wie, ich habe zwar nie einen Stress gehabt, dass ich jetzt muss so meine engen Leute finden muss. Und es ist mega cool, dass sich das so entwickelt hat. Aber ich bin auch vorher schon happy gewesen. Also wie, ich bin mega froh, dass ich jetzt die Zeit hatte, weil ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss mich gerade auf Leute stürzen. Sondern ich habe jetzt mega lange Zeit gehabt, wo ich mich mit allen, also ich verstehe mich auch jetzt natürlich noch mit allen, aber wo ich wie nicht irgendwie auf Krampf habe müssen Friends suchen, sondern wo ich einfach wie alle irgendwo meine Friends sind. Und eben, das entwickelt sich dann irgendwie, dass du dich mit der einen so ein bisschen tiefgründigere Gespräche hast, mit der einen mehr Parallelen findest und einfach so dann vielleicht mal einen Grund findest, um dich privat zu treffen. Einfach so, ich glaube, das ist einfach, es kann, wie es kann. So. Genau. Jetzt kommen noch so ein paar kleine Tipps, die ich aber fucking geil finde und wichtig. Also, zum komplett mal den Stress wegnehmen vor dem ersten Schultag ist eigentlich die beste Möglichkeit, um sich einfach möglichst gut vorzubereiten. Und das gehört alles so dazu, das heisst, alles am Abend vor so ein bisschen ready machen. Mir ist es mega wichtig, also ich weiss nicht, immer am ersten Tag von der Schule habe ich immer so einen riesen Druck, dass ich voll das geile Outfit muss haben. Und ich habe letztes Jahr einfach mein Outfit einen Tag vorher oder sogar 2 Tage vorher so ready gemacht und dann ist der Stress wie schon mal weg. Also wenn du schon so ein Outfit hast, ich habe damals auch all die Kleider so neu gehabt, ich habe mich so cool gefühlt, dass ich das wie einfach schon mal geplant hatte, dass der Druck und Stress mir fällt. Und das andere einfach so alles ready machen, dich genug früh informieren, wann muss ich wo sein, wie heissen meine Lehrer, bla, keine Ahnung. Und wann muss ich aufstehen, was muss ich alles dabei haben, alles schon mal gepackt haben. Und vielleicht auch so einen geilen Mittag schon ready machen. Einfach so ein bisschen am Abend vorher oder den Tag vorher auf jeden Fall schon alles komplett ready machen, dass man eigentlich easy einfach aufstehen kann. Und was vielleicht auch noch geil ist, falls ihr gerade komplett im Schlafrhythmus fix sind, so wie ich, dass du irgendwie so am 3 Uhr der Nacht pennen gehst und am 12 Uhr aufwachst. Vielleicht mal, wenn ihr jetzt gerade die Podcast-Folge hört und noch so eine Woche Zeit habt, dann schaut, dass ihr jetzt das schon mal so ein bisschen eingrooven könnt, dass ihr nicht einfach am Abend vorher irgendwie so am 10 Uhr pennen und ich kann nicht pennen, weil euer Körper gewöhnt ist, dass ihr am 3 Uhr pennen geht und dann am nächsten Tag mega müde sind, sondern eben so ein bisschen vorher planen. Und auch wichtig, einfach am Abend vorher genug früh pennen. Das ist das Geilste, Alter. Voll. Was haben wir noch? Oh! Das ist eigentlich das Beste. Das Beste am neuen Schulstart. Und auf das freue ich mich eigentlich, das will ich auch noch machen. Und zwar so neues Zeug kaufen und so ready machen und gestalten. Also so ein neues Aufgabenheft kaufen, wo du weißt, aufzugehen und so reinschreibst. Oder wie sagen wir dem?
einen Kalender, Ferien, also einen Planer, so einen Wochenplaner, einfach so etwas kaufen, wo so, weißt du, so ein cute, im Migros gibt es immer so geile Sachen, so geile Planer, weißt du, so, ja, direkt schon so ein paar Sachen reinschreiben, wo ihr schon wisst, das ist dann ist dein Geburtstag und bla. Einfach so ein bisschen schon ready machen, vielleicht geile Stift kaufen, geiles Papier, geile Blöcke, einfach so ein bisschen cooles neues Zeug kaufen, weil das motiviert mich immer am meisten. Hefter beschriften, Mäppli, wie alles so eine kleine Ordnung hat. Du bist so ready. Das finde ich sehr geil. Und eben einfach so jedes Heft so mit jedem Fach. Und ich weiß nicht, ich finde das fucking geil. Dann irgendwie, falls ihr einen Stundenplan habt, ist jetzt beim Studenten als Student ein bisschen anders, dann irgendwie so einen cute Stundenplan selber schreiben und so ein bisschen gestalten mit Stickers und nachher irgendwo einkleben oder irgendwie bei eurem Heft oder so vorne dran kleiner einkleben. Oder irgendwie einfach so ein bisschen so einen cute Stundenplan machen. Und ich glaube, es hilft nur schon, wenn ihr so ein bisschen euren Stundenplan so ein bisschen wisst. Und allgemein einfach so ein bisschen Sachen finden, wo ihr euch darauf freuen könnt. Ich weiss noch, ich habe damals, auch beim Stundenplan hat es so immer so einen Nachmittag gegeben, der frei ist. Und dann habe ich mir schon ausgemalt, oh mein Gott, am Nachmittag kann ich dann immer das machen. Und so geil, es ist nicht ein Mittwochnachmittag, das heisst, ich kann dann shoppen, weil niemand dann sonst frei hat. Keine Ahnung, einfach so ein bisschen Sachen finden, wo man sich darauf freuen kann. Oder Fächer oder I don't know, so ein bisschen so. Und was auch geil ist, boah, das ist voll nice, könnt ihr das bitte machen? So ein bisschen Ziel setzen fürs nächste Jahr, das sind das erstmal hure lame. Aber weißt du, so ein bisschen Vision Board. Also so, keine Ahnung, es gibt ja im Neujahr, machen das viel, aber ich finde das nur schon geil, so während der Sommerferien machen, was ihr alles für Visions habt, was ihr für Ziele habt von diesem Jahr, was ihr erreichen wollt, was ihr besser machen wollt. Einfach so ein bisschen auf sich selber reflektieren, sich so ein bisschen Zeit nehmen. Was ist jetzt das so ein bisschen scheisse gelaufen? Wo will ich mich verbessern? Also weißt du, nicht nur notentechnisch, sondern auch vielleicht verhaltenstechnisch oder vielleicht jetzt von Schlafrhythmus. Das wäre etwas gewesen, wo ich jetzt in meinem Vision Board habe. So ein bisschen früher schlafen gehen oder mal nicht immer nur am Abend vorher anfangen lernen oder vielleicht während der Lektionen schon so ein bisschen mitschreiben oder I don't know, einfach so ein bisschen, also geht auf Pinterest und geben nur schon Vision Board, Schulstart oder irgend so etwas ein und dann kommen mega geile Inspo-Sachen. Ich habe nur schon einen Satz gefunden, wo ich gedacht habe, wow, den will ich so straight up in mein Vision Board reinschreiben. Ist jetzt auf Englisch geschrieben, aber ich lese es auf Schweizerdeutsch vor. Ich will schauen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe. Das ist so ein cuter Satz. Wir kennen es eigentlich alle, dass wir so in den ersten 2 Wochen so motiviert sind und nachher haben wir schon gar keinen Bock mehr. Und irgendwie finde ich das so ein geiler Satz, weil wenn du liest, dann bist du so wieder, okay, wir stehen jetzt wieder auf, es geht los, es geht weiter. Wir sind motiviert. Genau, darum macht ein Vision Board, vielleicht auch trefft euch mit euren Kollegen oder eurem Kollegen und macht das so zusammen, gestaltet das zusammen. Ich stelle mir das so geil vor und ich glaube, dann sind auch so ein bisschen auch motivierter so für den Schulstart, weil irgendwie immer, wenn man ein Ziel hat, dann ist man automatisch so ein bisschen motivierter. Voll! Ich hoffe, euch haben die Tipps irgendwie helfen. Eben, ich kann auch gerne, wenn ihr noch Tipps habt jetzt für den Schulstart oder allgemein, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, ich glaube, das war's mit der Podcast-Folge. Ich freue mich jetzt sehr aufs Konzert in Abend von Crow und Gims. Ja, und dann hören wir, oh nein, Alter, jetzt gibt es ja gleich schon einen Abschied. Ich wollte jetzt ganz mal Tschüss sagen und habe schon wieder vergessen, dass es ja erst in 4 Wochen ist. Scheiße. Ja, Friends, ich freue mich sehr fest, zum wieder mit euch labern. Ich glaube, nach 4 Wochen gibt es zuerst mal eine 3-stündige Podcast-Folge, weil ich so viel von meinem Leben zu erzählen habe. Einfach so alles in mich rein muss fressen und mit niemandem kann reden. Nein, aber ich freue mich wirklich mega fest, um dann mit euch wieder reden. Und eben, wie gesagt, nochmal kurz zum Sagen, schreibt alles unbedingt in die Kommentare. Ich könnte, wenn es länger geht, auch mir auf Instagram schreiben, ich werde safe auch noch irgendwo so einen Fragesticker in die Story und so tun, was ich so besser machen kann und so. Vielleicht auch von der Zeit, weil 23:59 ist eigentlich ein bisschen ass. Weißt du, dass es vielleicht so irgendwie um 6 oder so online kommt? Ja, ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall so ein bisschen alles ein bisschen hinterfragen, ein bisschen planen, ein bisschen ändern. Und ihr könnt, wie gesagt, eben mega gerne alles in die Kommentare schreiben, was ihr geil findet. Ob es irgendein geiles Format gibt, das ich jede Woche machen soll oder I don't know. Ich bin voll offen. Also, ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich lese alles einzeln durch. Und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Und an alle, die ihren ersten Schulstart haben oder Lehrstart oder whatever, Studiumsstart, irgendetwas, wo ihr gerade anfangt oder wieder anfangt, also wieder nach der Schule nach der Ferien habt. Ich wünsche euch ganz viel Glück, viel Spaß. Das wird geil, Alter. Und ja, dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Tschüss.